Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen zum Panorama, heute moderiert aus Bern. Heute in der Sendung haben wir folgende Beiträge für euch. Ghost Hunters Schweiz, Geisterjäger unterwegs in Bern. Das Gurten-Festival überrascht mit einer Ruhepause. Und wie das die Schwingfans von Oberbaum den Schwingsport am liebsten geniessen. Der Präsident des Vereins Ghost Hunters Schweiz, der Thomas Frey, ist Geisterjäger. Er vertreibt nicht nur Geister aus Wohnungen und Häusern, sondern kann sogar laut seiner Aussage mit Verstorbenen kommunizieren. Ein Beitrag von Ben Abeckle. Als Geisterjäger hilft man Menschen, die etwas erleben, das ihnen Angst macht und sie sich nicht erklären können. Ob jetzt das rational erklärbar ist, paranormal oder der Mensch selber ist, das stellt sich dann bei der Untersuchung heraus. Die Junkergasse 54 ist ein Hotspot, sagt man. Ich war schon selber drin. Für mich hat es sich sehr angenehm angefühlt und habe es auch nicht als so einen Hotspot wahrgenommen. Spuken kann es überall. Das kann ein Neubau sein, der erst seit einem halben Jahr hier steht. Weil es muss nicht immer der Ort verantwortlich sein für den Spuk, sondern auch der Mensch kann verantwortlich sein. Wir sind sehr respektvoll mit der geistigen Welt, das ist uns sehr wichtig. Uns ist auch der Mensch im Mittelpunkt. Und unser Ziel ist, beiden zu helfen, im Mensch wie der geistigen Welt. Es gibt keine bösen Geister. Es ist immer so, dass der Mensch das Gefühl hat, wenn er etwas sieht, das er nicht kennt, dass es ihm Angst macht, dass es böse ist. Aber in Wirklichkeit ist es nichts anderes als eine Art der Kommunikation. Es ist ein sehr polarisierendes Thema und jeder darf seine eigene Meinung haben. Am Mittwoch geht es los auf dem Gurten. Es ist die 41. Ausgabe. Wir haben kurz vor dem Start mit der Lena Fischer, der Kommunikationschefin, über die neue Ruhepause, Sleeping Zone, die Sicherheit am Festival und Nelly Furtado geredet. Ein Beitrag von Denise Jacob. Sehr gut, wir sind gut drin, aber es muss jetzt auch noch viel passieren in den letzten Tagen. Wir haben schon immer sehr ein umfangreiches Sicherheitskonzept gehabt, schon seit Jahren, wo auch alle möglichen Wetterszenarien drin sind. Das heisst, wir mussten jetzt nichts neu durchdenken, was wir noch nicht schon hätten durchgedacht und aufgeschrieben. Dass es effektiv ist, sehen wir Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Das Greenfield hat dieses Jahr einen Seelsorger auf Platz gehabt. Ist das bei euch auch der Fall? Wir haben ein Care-Team auf Platz. Das sind mehrere Personen mit professionell verschiedensten Hintergründen, die für die Besuchenden da sind. Es können ganz viele verschiedene Themen sein. Das geht von «Ich fühle mich ein bisschen unwohl», ich habe eine psychische Krise, Diskriminierungen, Übergriffe. Sie decken die ganze Palette ab mit ihren Teams und sie wirklich für jegliches Unwohlsein und Nöte die entstehen können. Benehmen sich denn die Festivalbesucher so schlecht, dass das nötig ist? Es kommt von dort her, dass wir einfach auch finden, es sind 20'000 Menschen, es sind viele Emotionen, es ist so Alkohol im Spiel, wie man ein Wochenende in der Stadt unterwegs ist. Und ergänzend zum Sicherheitspersonal finden wir, es ist wichtig, dass so ein Care-Team herum ist, wo die Leute Ansprechpersonen haben, wenn es ein bisschen zu viel wird, wenn ein Vorfall passiert ist. Gibt es auch einen Moment, wo der Nähr sagen müsst, jetzt brauchen wir Polizei? Wir haben natürlich unser eigenes Sicherheitspersonal. Wir arbeiten eng mit den Blaulichtorganisationen zusammen, auch das Care-Team. Und da wird immer von Fall zu Fall geschaut, welche Instanz braucht es jetzt, wo ist das angesiedelt. Da haben wir eine breite Palette an Personal und Massnahmen, die je nach Fall zum Einsatz kommen. Stichwort Zeltplatz. Wird das wieder mal ein Thema sein? Stand jetzt nicht. Es ist jetzt das zweite Jahr, wo wir das nicht mehr anbieten. Im Moment ist das überhaupt nicht geplant, sage niemals nie, aber im Moment ist das eigentlich abgeschlossen. Und wieso? Die Nachfrage ist über die letzten Jahre immer extrem zurückgegangen, von Jahr zu Jahr. Bei uns im Gurten war es schon immer so, es war eine Sleeping Zone. Es ist schräg, es hat nicht viel Platz, man konnte nicht Partyzelt und Grill oder so mitbringen. Und im 2022 haben wir schon sehr reduziert. Es war genau 50% des Platzes ausgelastet. Es ist auch immer ein grosser Aufwand an Infrastruktur und Personal, was bedeutet. Und dann haben wir uns entschieden, dass der Aufwand und Ertrag dort nicht mehr so in einem Verhältnis steht. Das Gelände war früher durchgehend offen aufgrund der Sleeping Zone, damit die Leute, die hier übernachten, immer drauf können. Da es die nicht mehr gibt, ist es so zwischen 6 Uhr morgens und 12 Uhr Mittag sind die meisten daheim im Schlafen und kommen näher wieder. Und darum tun wir jetzt offiziell zu, weil es dann nicht so genutzt wird.
Letzte Frage. Das Gerücht um Nelly Furtado, gibt es da Neuigkeiten? Hat sie mittlerweile abgesagt oder läuft alles noch nach Plan und sie ist am Samstag hier? Sie hat wirklich immer noch nicht abgesagt. Es ist wirklich immer noch ein Gerücht und sie wird am Samstag da spielen. Der Schwingsport der begeistert noch so manche in der Schweiz. Ob live an einem Fest oder in einer gemütlichen Runde vor dem Fernsehen. Wir waren bei richtigen Schwingenthusiasten in Oberbaum zu Besuch. Über Geselligkeit, die Wichtigkeit von Mahlzeiten und die Aushängeschilder vom Sport ein Beitrag von Manuel Moser. Das ist natürlich auch so ein bisschen unter den Kollegen. Es ist immer lustiger, wenn man das ein bisschen zusammen anschauen und analysieren kann. Und das Interesse von allen zusammen gleich da ist, wird es natürlich immer interessanter, wenn du es eine Gruppe anschauen kannst. So. Ja, ich sage jetzt mal, die Schwingfeste, das sind sicher so 3-4 Schwingfeste und dann noch andere sportliche Anlässe wie Fußball-WM, die man jetzt etwa den Sommer hier auch geschaut hat. Oder wenn mal Hockey-WM ist oder allgemein Hockey, schauen wir etwa manchmal schon hier. Thema Verpflegung an Schwingfest. Was ist aus deiner Sicht das Wichtigste? Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Das Wichtigste ist, dass man ein bisschen daran denkt zu essen und dass wir es nicht vergessen haben. Das ist natürlich schön, wenn wir da in unseren Paar zusammen sind und wir gehen zusammen Schwingfest und so, dann kann man sich auch austauschen. Ich bin jetzt nicht einer, der jedes Schwingfest ist oder so die Hintergrundinformationen hat und man Leute hat, die nachher eben das kennen und immer ein bisschen Insider-Informationen geben in dem Sinn. Das macht es spannend, ja. Wenn du jetzt so vergleichst, da mit Kollegen schauen oder live, was gefällt dir besser? Ja, eben, lustig ist sicher beides. Wenn man live dort ist sicher das Ambiente noch ganz anders. Man sieht hier einen Haufen andere Leute, die man sonst unter einem Jahr nicht regelmässig sieht, wo man gegen ein bisschen diskutieren mit ihnen und so. Aber hier ist es gleich auch lustig. Eben, man ist daheim, es ist hier ein schöner Ort. Und das macht es natürlich auch sehr, sehr interessant so, und lustig. Wer ist momentan so der stärkste Schwinger aus der Berner Reihe und schweizweit? Also schweizweit, muss ich ganz klar sagen, ist auch der Giger Samuel die Saison ziemlich der stärkste. Von den Berner, von unserer Seite her natürlich ganz klar der Studemann Fabian. Aber ja, ohne Walter Adrian und von den Jungen der Moser Michael. Und so. Ja, den Boom erlebt man natürlich hier in der Region ein bisschen durch die Nähe und die Bekanntheit von diesen Schwingern, die hier in der Region sind. Und eben, man kennt hier Leute, die bezogen zu denen auch. Das macht es natürlich schon interessant. Und dann verfolgt man es automatisch schon mehr nachher. Das ist klar, ja. Wem drückst du die Daumen? Ja, das ist schon Studemann, Ledermann, die hier von der Region sind. Ja, genau. Das bleibt auch hier. Darum. Das bleibt hier, gell? Das war es auch schon wieder vom heutigen Panorama. Mehr Infos zu den einzelnen Beiträgen findet ihr wie immer unter www.plattformj.ch oder auf unserer App. Jetzt geht es weiter mit den Kollegen von Meteo News, die euch erzählen, wie das Wetter in den nächsten paar Tagen aussieht. Merci vielmals fürs Zuschauen und schönen Abend miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Sommerferien. Made in Bern. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihrem Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Schön, sind Sie wieder mit dabei. Zum Wochenstart sind zeitweise einige ausgedehnte Wolkenfelder über den Himmel gezogen. Es hat aber auch so richtig sonnige Phasen gegeben. Heute Nacht ist es aber gewitterig. Uns erfasst nämlich eine Kaltfront, die zu einem Tief bei den britischen Inseln gehört. Morgen am Dienstag fließt dann trocknere Luft zu uns her. In den Alpen ist die Luft allerdings noch feuchter. Morgen am Vormittag ist es im Flachland recht sonnig, im Oberland sind die Wolken aber eben hingegen zahlreicher. Es dürfte zum Teil auch noch ein paar Regengüsse geben. Die Temperaturen liegen am Morgen bei 16 bis 17 Grad umeinander. Am Nachmittag geht es im Flachland auch recht sonnig weiter. Im Oberland haben wir eine Mischung aus Sonne und Wolken. Es gibt höchstens noch vereinzelt ein bisschen Regen. Es ist dabei warm mit 23 bis 25 Grad. Im Flachland bläst schwacher bis mäßiger Westwind. Auf den Bergen haben wir mäßigen, auf den Hochalpen zum Teil auch kräftigeren Südwestwind.
Ja, am Mittwoch da kann sich die Sonne im Flachland sehr gut in Szene setzen. Im Oberland gibt es eine Mischung aus Sonnenschein und Wolken. Am Donnerstag und am Freitag erwartet uns dann meistens sonniges Wetter. Am Nachmittag kann es im Oberland allenfalls vereinzelte Regengüsse oder Gewitter geben. Dabei ist es sehr warm mit 28 bis 29 Grad. Für ab dem Samstag sind die Prognosen noch unsicher. Am Samstag ist es wahrscheinlich noch insgesamt recht sonnig. In der zweiten Tageshälfte dürfte das Gewitterrisiko aber wahrscheinlich vor allem im Oberland ansteigen. In der Nacht auf den Sonntag könnte uns dann eine Störung erfassen und am Sonntag selber kann es dann auch noch ein paar Regengüsse geben. Und damit war es das von meiner Seite. Ich bedanke mich dafür, dass Sie zugeschaut haben und wünsche Ihnen noch eine ganz gute Zeit. Ade miteinander.